Verdienst du hast, wenn du dann Pension gehst, dass du nicht einmal kannst sein, du einen Tag Congé holen. Der Witz kennt ihr. Es gibt aber andere Probleme bei der Pension, wie der Congé-Star. Und die Probleme sind gar nicht witzig. Seht ihr zum Beispiel eine Frau, die nach einem langen Arbeitsleben die wohlverdiente Pension kriegt, dann ist es gut möglich, dass Pension ein Stück mehr niedrig ist, wie die von einem Mann. Und zwar ein gutes Stück. Ja, weil am europäischen Durchschnitt haben Frauen 38% Männerpension wie die Männer. Und zu Lützeburg könnte die Situation sogar noch mehr ausgeprägt sein. Denn Zahlen noch liegt der sogenannten Gender Gap, den Unterschied zwischen den Geschlechtern, bei uns am Land am Jahr 2012 bei 45% an den Pensionen. An Zahlen ausgedrückt, wenn die Pension von einem Mann durchschnittlich bei 4.000 Euro liegt, da kriegt eine Frau durchschnittlich 2.200 Euro. Den Trend weist aber Gott sei Dank noch inne. 2014 liegt der Unterschied bei 40%, das ist also männergroß, aber auch nach lange nicht akzeptabel. Bei den Paien wird der Unterschied am Stundenlohn gerechnet. Das sind zu Lützeburg 5,4% zwischen Mann und Frau. Und da leihen wir, was den europäischen Durchschnitt angelangt, ganz gut, den ist nämlich 16,7%. Bei den Pensionen, da geht man im Vergleich vom Mond, wo eine Pension kriegt. Aber für was kriegen Frauen da bald nicht mehr Teilchen von dem, was die Männer als Pension kriegen? Es schuldig ist natürlich den Unterschied an den Paien. Wer Männer während seiner aktiven Leben verdient, der kriegt auch Männer an der Pension. Das ist aber nicht die einzige Ursache. Die Frauen haben dax mehr ein niedriges Salär. Sie schaffen noch Männer lang, aber bauen dafür Männer Pensionsrechte auf. Am Jahr 2015 waren Männer wie 65% von der Frauen in Europa an einer Beschäftigung. Bei den Männern lag den Taux auf 75%, 10 Prozentpunkte mehr hoch. Am Durchschnitt gehen Frauen auch ein Jahr eher an Pension wie die Männer, aber berechnet auf eine ganze Karriere hat eine Frau normalerweise 5 Jahre Männer geschafft wie ein Mann. Natürlich erklärt vieles von dem sich dadurch, dass Frauen dax daheim schaffen, ohne eine Pei zu kriegen. Dafür sind sie dann noch an der Pension gestraft. Das Europäische Parlament hat kürzlich eine Resolution gestimmt, für das mehr soll in der Hall gehen, für diese Ungerechtigkeit zu stoppen. Besonders wird Digitalisation, die wird als Arbeitswelt changieren, was die betrifft. Aber auch noch immer, weil mehr Frauen wie Männer an Teilzeit Arbeit schaffen. Eigentlich dürften wir am 21. Jahrhundert ja diese Diskussion über Gleichberechtigung überhaupt nicht mehr feiern. Mit Realität weist uns leider etwas nicht. Wie die Europäische Union den 60. Anniversär von den Römischen Verträgen gefeiert hat sie auch 60 Jahre Ersatz für mehr Egalität zwischen Mann und Frau gefeiert. Viele Erfahrungen, viele Resultate sind an diesen 60 Jahren gemacht worden. Das gilt uns erkennen. Es ist aber keine Ursache, für sich auf die Lorbeeren auszuruhen, weil es bleibt nach so manches, nach so vieles zu machen, besonders an Sachen Pensionen.